Он поет охотно или он любит петь. Петь по-немецки глагол singen. Singt, третье лицо, единственное число. Hat gesungen, perfekt. Er singt gern. Er singt gern. Я в трудной ситуации. Я не знаю, что мне делать. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. В прошлом году мы провели отпуск в горах. Letztes Jahr haben wir unseren Urlaub in den Bergen verbracht. Letztes Jahr haben wir unseren Urlaub in den Bergen verbracht. Прошлым летом мы провели отпуск в горах. Letzten Sommer haben wir unseren Urlaub in den Bergen verbracht. Letzten Sommer haben wir unseren Urlaub in den Bergen verbracht. Поэтому мы хотим поехать на море в этом году. Deshalb wollen wir dieses Jahr ans Meer fahren. Deshalb wollen wir dieses Jahr ans Meer fahren. Вот почему мы хотим поехать на море этим летом. Deshalb wollen wir diesen Sommer ans Meer fahren. Deshalb wollen wir diesen Sommer ans Meer fahren. Следующим летом мы с детьми проведем отпуск на ферме. Nächsten Sommer machen wir mit unseren Kindern Urlaub auf dem Bauernhof. Nächsten Sommer machen wir mit unseren Kindern Urlaub auf dem Bauernhof. Там очень красиво и много животных. Dort ist es sehr schön und es gibt viele Tiere. Dort ist es sehr schön und es gibt viele Tiere. Мы увидим коров, лошадей, свиней, овец, кур и петуха.
Wir sehen Kühe, Pferde, Schweine, Schafe, Hühner und einen Hahn. Wir sehen Kühe, Pferde, Schweine, Schafe, Hühner und einen Hahn. Мы поедем в Баварию, как каждый год. Wir werden wie jedes Jahr nach Bayern fahren. Wir werden wie jedes Jahr nach Bayern fahren. Мы поедем в Альпы, как каждое лето. Wir werden wie jeden Sommer in die Alpen fahren. Wir werden wie jeden Sommer in die Alpen fahren. В июле мы поедем в Швецию в первый раз. Wir werden im Juli zum ersten Mal nach Schweden reisen. Wir werden im Juli zum ersten Mal nach Schweden reisen. Мы планируем летом провести 3 недели отпуска в кемпинге. Wir planen im Sommer 3 Wochen Campingurlaub zu machen. Wir planen im Sommer 3 Wochen Campingurlaub zu machen. Мы собираемся в следующем июле провести 3 недели отпуска в кемпинге. Wir haben vor, nächsten Juli 3 Wochen Campingurlaub zu machen. Wir haben vor, nächsten Juli 3 Wochen Campingurlaub zu machen. Мы никогда не отдыхали в кемпинге. Это будет в первый раз. Wir haben noch nie Urlaub auf dem Campingplatz gemacht. Es wird das erste Mal sein. Wir haben noch nie Urlaub auf dem Campingplatz gemacht. Es wird das erste Mal sein. Обычно я летаю на самолете, но иногда также езжу на машине или поезде. Normalerweise fliege ich mit dem Flugzeug, aber manchmal fahre ich auch mit dem Auto oder mit dem Zug. Normalerweise fliege ich mit dem Flugzeug,
aber manchmal fahre ich auch mit dem Auto oder mit dem Zug. Я всегда езжу или путешествую, езжу в отпуск на машине или поезде. Ich reise immer mit dem Auto oder mit dem Zug in Urlaub. Ich reise immer mit dem Auto oder mit dem Zug in Urlaub. Мы всегда ездим в отпуск на машине, потому что машина нам понадобится и в месте отдыха. Wir fahren immer mit dem Auto in Urlaub, weil wir auch am Urlaubsort ein Auto brauchen. Wir fahren immer mit dem Auto in Urlaub, weil wir auch am Urlaubsort ein Auto brauchen. Я предпочитаю путешествовать на самолете, потому что это быстрее. Ich reise am liebsten mit dem Flugzeug, weil das schneller geht. Ich reise am liebsten mit dem Flugzeug, weil das schneller geht. Путешествовать на поезде более экологично, чем лететь на самолете. Mit dem Zug zu reisen ist umweltfreundlicher als mit dem Flugzeug zu fliegen. Mit dem Zug zu reisen ist umweltfreundlicher als mit dem Flugzeug zu fliegen. Мы с родителями больше не понимаем друг друга, поэтому я хочу переехать. Ich verstehe mich nicht mehr mit meinen Eltern, darum möchte ich ausziehen. Ich verstehe mich nicht mehr mit meinen Eltern, darum möchte ich ausziehen. Ich verstehe mich nicht mehr mit meinen Eltern, darum möchte ich ausziehen. Свет в ресторане создает приятную атмосферу. Das Licht im Restaurant schafft eine angenehme Atmosphäre. Das Licht im Restaurant schafft eine angenehme Atmosphäre. Желаю хорошо повеселиться. Viel Spaß. Viel Spaß. Что на этой картине такого особенного? Was ist an diesem Bild schon besonders?
Was ist an diesem Bild schon besonders? У меня с родителями очень уравновешенные отношения. Das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern ist sehr ausgeglichen. Das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern ist sehr ausgeglichen. Я никак не могу дождаться переезда моей дочери на другую квартиру. Ich kann den Auszug meiner Tochter kaum erwarten. Ich kann den Auszug meiner Tochter kaum erwarten. Я откладываю деньги, чтобы купить себе машину. Ich spare, damit ich mir ein Auto kaufen kann. Ich spare, damit ich mir ein Auto kaufen kann. Женщины начинают раньше, чем мужчины, свою профессиональную деятельность. Frauen treten eher ins Berufsleben als Männer. Frauen treten eher ins Berufsleben als Männer. Женщины раньше вступают в брак, чем мужчины. Frauen binden sich früher als Männer. Frauen binden sich früher als Männer. Мы с родителями всегда понимали друг друга хорошо. Mit meinen Eltern bin ich immer ganz gut klargekommen. Mit meinen Eltern bin ich immer ganz gut klargekommen. Федеральное агентство статистики сообщает, что das Statistische Bundesamt meldet, dass das Statistische Bundesamt meldet, dass она уходит от мужа, потому что они то и дело постоянно ссорятся. Sie verlässt ihren Mann, weil sie sich nur noch streiten.
Sie verlässt ihren Mann, weil sie sich nur noch streiten. Ты за солнечную энергию или против нее? Bist du pro oder contra Solarenergie? Bist du pro oder contra Solarenergie? Что говорит в пользу солнечной энергии и что против? Was spricht für oder gegen Solarenergie? Was spricht für oder gegen Solarenergie? Что же бы ты стал тогда делать на моем месте? Was würdest du denn an meiner Stelle tun? Was würdest du denn an meiner Stelle tun? Я зарабатываю столько же денег, сколько и моя сестра. Ich verdiene so viel Geld wie meine Schwester. Ich verdiene so viel Geld wie meine Schwester. Пожалуйста, пробежите глазами текст. Bitte überfliegen Sie kurz den Text. Bitte überfliegen Sie kurz den Text. Устроить себе хорошие выходные. Sich ein schönes Wochenende machen. Sich ein schönes Wochenende machen. Пока. Счастливо. Mach's gut. Mach's gut. Как же выглядит твоя квартира? Wie sieht eigentlich deine Wohnung aus? Wie sieht eigentlich deine Wohnung aus? Я навожу порядок в квартире и вместе с тем слушаю музыку. Ich räume meine Wohnung auf. Dabei höre ich Musik. Ich räume meine Wohnung auf. Dabei höre ich Musik. Я не советую тебе предпринимать эту поездку.
Ich rate dir von dieser Reise ab. Ich rate dir von dieser Reise ab. Я не могу смириться с тем, что мой брат постоянно опаздывает. Ich komme nicht damit klar, dass mein Bruder immer zu spät kommt. Ich komme nicht damit klar, dass mein Bruder immer zu spät kommt. Позаботься наконец-таки о том, чтобы квартира стала чистой. Kümmere dich endlich darum, dass die Wohnung sauber gemacht wird. Kümmere dich endlich darum, dass die Wohnung sauber gemacht wird. Эта машина особенно безопасна. Dieses Auto ist besonders sicher. Dieses Auto ist besonders sicher. Dieses Auto ist besonders sicher. Я совершенно уверен, что он придет. Ich bin ganz sicher, dass kommt. Ich bin ganz sicher, dass kommt. Ich bin ganz sicher, dass kommt. Он поет охотно или он любит петь. Петь по-немецки глагол singen. Singt, третье лицо, единственное число. Hat gesungen, perfekt. Singt gern. Singt gern. Я в трудной ситуации. Я не знаю, что мне делать. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Где вы хотели бы сидеть? Пожалуйста, сзади. Сидеть. Sitzen. Sitzt. Hat gesessen. Ist gesessen. Wo möchten Sie sitzen? Bitte ganz hinten. Wo möchten Sie sitzen? Bitte ganz hinten. Wo möchten Sie sitzen? Bitte ganz hinten.
Пойдем на выходных кататься на лыжах. Gehen wir am Wochenende Skifahren? Gehen wir am Wochenende Skifahren? Gehen wir am Wochenende Skifahren? Она воткнула розу себе в волосы. Sie steckt eine Rose ins Haar. Sie steckt eine Rose ins Haar. Sie steckt eine Rose ins Haar. Напишите историю к фотографии. Schreiben Sie eine Geschichte zu dem Foto. Schreiben Sie eine Geschichte zu dem Foto. Schreiben Sie eine Geschichte zu dem Foto. Фильм идет в 21:30. Der Film läuft um 21:30 Uhr. Der Film läuft um 21:30 Uhr. Der Film läuft um 21:30 Uhr. Все места заняты. Alle Plätze sind besetzt. Alle Plätze sind besetzt. Alle Plätze sind besetzt. Автобус не такой быстрый, как метро. Der Bus ist nicht so schnell wie die U-Bahn. Der Bus ist nicht so schnell wie die U-Bahn. Der Bus ist nicht so schnell wie die U-Bahn. Замок на велосипеде сломан. Das Schloss am Fahrrad ist kaputt. Das Schloss am Fahrrad ist kaputt. Das Schloss am Fahrrad ist kaputt. Езда на велосипеде супер. Этим можно снизить автомобильное движение. Эта фраза вам поможет на описании картинки, когда вы видите человека на велосипеде, почему люди ездят на велосипеде. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Gute Idee. Ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin dafür. Вы должны непременно попробовать настоящий кебаб.
Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Идите через площадь, а потом направо. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Мы расскажем вам кое-что из истории Берлина. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Здесь, в центре Берлина, чувствуешь себя как в деревне. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Обслуживание здесь в ресторане не очень хорошее. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Вы платите карточкой или наличными? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Почему вы выбрали этот предмет? Потому что у меня всегда было очень хорошо с химией. Warum haben Sie dieses Studienfach gewählt? Weil ich in Chemie immer sehr gut war. Warum haben Sie dieses Studienfach gewählt? Weil ich in Chemie immer sehr gut war. Warum haben Sie dieses Studienfach gewählt? Weil ich in Chemie immer sehr gut war. Когда вы закончили учебу? 1993 год. Wann haben Sie Ihr Studium abgeschlossen? 1993. Wann haben Sie Ihr Studium abgeschlossen? 1993.
Wann haben Sie Ihr Studium abgeschlossen? 1993. Где вы сейчас работаете? В аптеке. Wo arbeiten Sie im Moment? In einer Apotheke. Wo arbeiten Sie im Moment? In einer Apotheke. Wo arbeiten Sie im Moment? In einer Apotheke. Когда начинается ваше рабочее время? В 8:30 утра. Wann beginnt Ihre Arbeitszeit? Um 8:30 Uhr. Wann beginnt Ihre Arbeitszeit? Um 8:30 Uhr. Wann beginnt Ihre Arbeitszeit? Um 8:30 Uhr. В эти выходные мы собираемся в горы. Мне придется взять с собой палатку. Wir fahren am Wochenende in die Berge. Ich muss mein Zelt mitnehmen. Wir fahren am Wochenende in die Berge. Ich muss mein Zelt mitnehmen. Wir fahren am Wochenende in die Berge. Ich muss mein Zelt mitnehmen. Почему вы не играете с нами? Warum spielt ihr nicht mit? Warum spielt ihr nicht mit? Warum spielt ihr nicht mit? В нашей компании работает 7 сотрудников. То есть или в нашей компании 7 сотрудников. Unsere Firma hat 7 Mitarbeiter. Unsere Firma hat 7 Mitarbeiter. Обед в 12 часов. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Я свободен до середины августа. Ich habe bis Mitte August frei. Ich habe bis Mitte August frei. Ich habe bis Mitte August frei. Есть ли у вас средства от боли в желудке? Haben Sie ein Mittel gegen Magenschmerzen? Haben Sie ein Mittel gegen Magenschmerzen? Haben Sie ein Mittel gegen Magenschmerzen? Новое моющее средство очень хорошее. Das neue Waschmittel ist sehr gut. Das neue Waschmittel ist sehr gut. Das neue Waschmittel ist sehr gut. Рядом с этой дверью. Neben dieser Tür.
Neben diese Tür. В это кресло. In diesen Sessel. In diesen Sessel. На эту полку. In dieses Regal. In dieses Regal. В эту вазу. In diese Vase. In diese Vase. В эту папку. In diese Mappe. In diese Mappe. На этот стол. Auf diesen Tisch. Auf diesen Tisch. На эту стену. An diese Wand. An diese Wand. На стуле. Auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. У окна. Am Fenster. Am Fenster. Рядом с тарелкой. Neben dem Teller. Neben dem Teller. В кошельке. In der Brieftasche. In der Brieftasche. За шторой. Hinter der Gardine. Hinter der Gardine. На море. Am Meer. Am Meer. В университете, когда просто находимся в здании. In der Uni. In der Uni. Если мы там учимся и нам нужно использовать глагол studieren, тогда предлог будет an der Uni. На полке. Im Regal. Im Regal. Перед плитой. Vor dem Herd. Vor dem Herd. В школе. In der Schule. In der Schule. Под кроватью. Unter dem Bett. Unter dem Bett. Перед зеркалом. Vor dem Spiegel. Vor dem Spiegel. На стене. An der Wand. An der Wand. Я хочу знать, чем ты сейчас занимаешься. Ich will wissen, womit du dich jetzt beschäftigst. Ich will wissen, womit du dich jetzt beschäftigst. Спроси его, на чем нам нужно ехать. Frag ihn,
womit wir fahren müssen. Frag ihn, womit wir fahren müssen. Ты знаешь, о чем идет речь в этой статье? Weißt du, worum es in diesem Artikel geht? Weißt du, worum es in diesem Artikel geht? Я не понимаю, в чем ты сомневаешься. Ich verstehe nicht, woran du zweifelst. Ich verstehe nicht, woran du zweifelst. Я не понимаю, за что вы меня благодарите. Ich verstehe nicht, wofür Sie mir danken. Ich verstehe nicht, wofür Sie mir danken. Я не понимаю, с чем ты меня поздравляешь. Ich verstehe nicht, wozu du mir gratulierst. Ich verstehe nicht, wozu du mir gratulierst. Ты знаешь, от чего ты отказываешься? Weißt du, worauf du verzichtest? Weißt du, worauf du verzichtest? Он рассказывает мне, о чем он мечтает. Er erzählt mir, wovon er träumt. Er erzählt mir, wovon er träumt. Я не понимаю, за что ты извиняешься. Ich verstehe nicht, wofür du dich entschuldigst. Ich verstehe nicht, wofür du dich entschuldigst. Расскажи мне, о чем вы так долго говорили. Erzähl mir, worüber ihr so lange gesprochen habt. Erzähl mir, worüber ihr so lange gesprochen habt. Он спросил меня, чем я интересуюсь. Er hat mich gefragt, wofür ich mich interessiere. Er hat mich gefragt, wofür ich mich interessiere.
И я позабочусь о том, чтобы все были довольны. Ich werde dafür sorgen, dass alle zufrieden sind. Ich werde dafür sorgen, dass alle zufrieden sind. Не надейся на то, что тебе кто-нибудь будет помогать. Hoffe nicht darauf, dass dir jemand helfen wird. Hoffe nicht darauf, dass dir jemand helfen wird. Я не спрашиваю тебя о том, где ты. Ich frage dich nicht danach, wo du bist. Ich frage dich nicht danach, wo du bist. Сегодня мы поговорим о том, как мы можем решить наши проблемы. Heute werden wir darüber sprechen, wie wir unsere Probleme lösen können. Heute werden wir darüber sprechen, wie wir unsere Probleme lösen können. Я хочу рассказать тебе о том, о чем я уже давно мечтаю. Ich will dir darüber erzählen, wovon ich schon lange träume. Ich will dir darüber erzählen, wovon ich schon lange träume. Я не сомневаюсь в том, что он это сделает. Ich zweifle nicht daran, dass er das machen wird. Ich zweifle nicht daran, dass er das machen wird. Следи за тем, что говоришь. Achte darauf, was du sagst. Achte darauf, was du sagst. Он никогда не извиняется за то, что всегда опаздывает. Er entschuldigt sich nie dafür, dass er sich immer verspätet. Er entschuldigt sich nie dafür, dass er sich immer verspätet. Ты думаешь только о том, сколько денег ты сможешь заработать.
Du denkst nur daran, wie viel Geld du verdienen kannst. Du denkst nur daran, wie viel Geld du verdienen kannst. Я рад тому, что мы скоро увидимся. Ich freue mich darauf, dass wir uns bald sehen werden. Ich freue mich darauf, dass wir uns bald sehen werden. Ты сердишься на то, что я тебе не звоню? Ärgerst du dich darüber, dass ich dich nicht anrufe? Ärgerst du dich darüber, dass ich dich nicht anrufe? По пятницам мы делаем покупки. Freitags kaufen wir ein. Freitags kaufen wir ein. Сколько денег ты берешь с собой? Wie viel Geld nimmst du mit? Wie viel Geld nimmst du mit? Почему ты не приглашаешь твоих родителей на праздник? Warum lädst du deine Eltern zum Fest nicht ein? Warum lädst du deine Eltern zum Fest nicht ein? Сегодня я надену пальто. Heute ziehe ich den Mantel an. Heute ziehe ich den Mantel an. Надень эти джинсы. Zieh diese Jeans an. Zieh diese Jeans an. Он вернет мне книгу на будущей неделе. Будущая неделя nächste Woche. Gibt mir das Buch nächste Woche zurück. Gibt mir das Buch nächste Woche zurück. Верни мне мой ключ. Gib mir meinen Schlüssel zurück. Gib mir meinen Schlüssel zurück. Кому ты звонишь? Я звоню моему мужу. А кто тебе звонит каждый вечер? Wen rufst du an? Ich rufe meinen Mann an. Und wer ruft dich jeden Abend an? Wen rufst du an? Ich rufe meinen Mann an. Und wer ruft dich jeden Abend an? Позвони мне завтра. Ruf mich morgen an. Ruf mich morgen an. Кто у вас готовит обед? Wer bereitet bei euch das Mittagessen vor? Wer bereitet bei euch das Mittagessen vor? Мы выходим на этой остановке. Wir steigen an dieser Haltestelle aus. Wir steigen an dieser Haltestelle aus. Моя дочь возвращается сегодня с моря, и я встречаю ее на вокзале. Meine Tochter kommt heute vom Meer zurück und
Ich hole sie am Bahnhof ab. Meine Tochter kommt heute vom Meer zurück und ich hole sie vom Bahnhof ab. Когда ты вернешься из отпуска? Wann kommst du aus dem Urlaub zurück? Wann kommst du aus dem Urlaub zurück? Вечером я смотрю телевизор. Am Abend sehe ich fern. Am Abend sehe ich fern. Снимите, пожалуйста, обувь. Zieht bitte die Schuhe aus. Zieht bitte die Schuhe aus. Здесь можно использовать два варианта, да? То есть вежливую форму тоже можно сказать. Ziehen Sie bitte die Schuhe aus. То есть глагол поставить в форме инфинитив. Ziehen. И тогда сказать Sie. Дополнить вежливая форма с большой буквы. Ziehen Sie bitte die Schuhe aus. Представьте, пожалуйста, ваших гостей. Stellen Sie bitte Ihre Gäste vor. Stellen Sie bitte Ihre Gäste vor. Открой окно. Mach das Fenster auf. Mach das Fenster auf. На полке. Im Regal. В кухне. In der Küche. В вазе. In der Vase. В деревне. Im Dorf. В городе. In der Stadt. В сельской местности. Auf dem Land. На площади. Auf dem Platz. В центре города. Im Stadtzentrum. В больнице. Im Krankenhaus. В магазине. Im Geschäft. На стуле. Auf dem Stuhl. На комоде. Auf der Kommode. На столе. Auf dem Tisch. На подоконнике. Auf dem Fensterbrett. Der Trainer erzählt, wie sich die Sportler auf die Meisterschaft vorbereiten.
Der Trainer erzählt, wie sich die Sportler auf die Meisterschaft vorbereiten. Хорошо, что он вовремя обращается к врачу. Es ist gut, dass er sich rechtzeitig an den Arzt wendet. Es ist gut, dass er sich rechtzeitig an den Arzt wendet. Врач говорит, что больной сейчас чувствует себя хорошо. Der Arzt sagt, dass sich der Kranke jetzt gut fühlt. Der Arzt sagt, dass sich der Kranke jetzt gut fühlt. Женщина говорит, что ее сын весной всегда простужается. Die Frau sagt, dass sich ihr Sohn im Frühling immer erkältet. Die Frau sagt, dass sich ihr Sohn im Frühling immer erkältet. Он рассказывает, что его друг сейчас занимается этим вопросом. Er erzählt, dass sich sein Freund jetzt mit dieser Frage beschäftigt. Er erzählt, dass sich sein Freund jetzt mit dieser Frage beschäftigt. Я хотел бы знать, где и когда мы встречаемся. Ich möchte wissen, wo und wann wir uns treffen. Ich möchte wissen, wo und wann wir uns treffen. Прохожий спрашивает меня, где находится театр. Der Passant fragt mich, wo sich das Theater befindet. Der Passant fragt mich, wo sich das Theater befindet. Он берет с собой фотоаппарат. Er nimmt einen Fotoapparat mit. Er nimmt einen Fotoapparat mit. Он отвечает на электронное письмо. Er beantwortet die E-Mail. Er beantwortet die E-Mail.
Он встает каждое утро в 8 часов. Steht jeden Morgen um 8 Uhr auf. Steht jeden Morgen um 8 Uhr auf. Он засыпает только поздно вечером. Schläft erst spät abends ein. Schläft erst spät abends ein. Он забирает тетю Аннелизу. Holt Tante Anneliese ab. Holt Tante Anneliese ab. Он не забывает твой день рождения. Vergisst deinen Geburtstag nicht. Vergisst deinen Geburtstag nicht. Он едет обратно на машине. Fährt mit dem Auto zurück. Fährt mit dem Auto zurück. Кто вы по профессии? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Кем вы работаете? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Я учитель. Я учительница. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrerin. Я учу детей. Или я обучаю детей. Или я преподаю детям. Ich unterrichte Kinder. Ich unterrichte Kinder. Я работаю менеджером. Ich arbeite als Manager. Ich arbeite als Manager. Я представляю множество проектов. Ich präsentiere viele Projekte.
Ich präsentiere viele Projekte. Я часто нахожусь в Польше по работе. Ich bin beruflich oft in Polen. Ich bin beruflich oft in Polen.